Kohlenhydrate, ganz wichtig Kohlenhydrate. Also es befällt sich, dass die Nahrung des Hundes setzt sich aus einer großen Menge Proteinen, gut verdauliche Proteinen, die im Frischfleisch in ausreichender Menge enthalten sind. Dann natürlich Bindegewebe, das heißt Flachsen, kleine Knochenanteile oder Knochenmehl, das ist wichtig fürs Kalzium und fürs Phosphor. Dann Vitamin B, B6 ist, also B1, B6 ist relativ viel im Fleisch enthalten, aber kann man auch mit Biohefe gut zufüttern. Und ganz wichtig, was bei den 3 Punkten nicht dabei ist, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate kann man zuführen in Form von handelsfertigen Hundeflocken, gibt es sehr gute heimische Qualität mit Weizenkeim und Extrakten, die auch sehr verdauungsförderlich sind. Reis, der Reis muss gut gekocht sein, wie vorher schon besprochen, Kartoffeln 1 bis 2 Mal in der Woche ist auch kein Problem, Nudeln und vor allem die fertigen Hundeflocken. Knochen, vor allem Knochenmehl, am liebsten ist ein fertiges Knochenmehl oder Knochenfütterung. Warum? Knochenfütterung, habe ich letztes Mal schon erwähnt, ist nur ein Problem bei sehr kleinen Hunden, die es nicht gewohnt sind. Bei dem Knochenmehl oder den Knochen das Calcium-Phosphor-Verhältnis in einer natürlichen Form vorliegt und in einer biologisch für den Hund leicht aufnehmbaren Form. Ich würde Knochenmehl ausschließlich für Hunde geben, die aufgrund ihrer geringen Größe, ihres hohen Alters oder einer vorgeschädigten Verdauung, vor allem im Enddarmbereich, nicht geeignet sind zum Knochenfressen. Nur diesen würde ich Knochenmehl geben, alle anderen können gerne Knochen knabbern, weil es auch eine Beschäftigung ist. Aber wenn ich jetzt schon einen Rottweiler habe, der regelmäßig arbeitet, Knochen gewöhnt ist, dem brauche ich kein Knochenmehl geben, der kann das verdauen, der kann es aufwerten und hat Spaß beim Kauen. Sollten Sie noch Fragen haben, irrelevant ob zur Fütterung oder tierpflegerischen Fragen, dann fragen Sie einfach mich, den Giebel, und posten Sie hier.